Weiter geht's mit brandneuen Abenteuern hier bei Tales of Xillia mit der schlanken, sexy Mila Maxwell. Und wo sind eigentlich die anderen hin? Hallo Elvin und so? Der ist weg? Elvin ist weg. Ne, irgendwie wird er schon noch sein. Die Frage ist bloß, wo? Sitzt er irgendwo hier? Nö. Etwas zum Quatschen hier? Ja, einer. Nach einer langen Reise muss ich einfach immer ein Trinken gehen. Natürlich endet es jedes Mal damit, dass ich zu viel trinke. Oh Mann, oh Mann. Ich kann es verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen, aber egal. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Was willst der hier? Gasthaus. Willkommen ins Zimmer, kosten 100 Geld pro Nacht. Soll ich euch eins herrichten? Hier Rasten kosten bei dir? Nö. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Kaufen. Sandwich klein. Das Essen von Fertiggerichten bringt für eine bestimmte Anzahl von Kämpfen Spezialeffekte wie Kabelwiederherstellung oder Erfahrungsschübe. Du kannst Gerichte lernen, kaufen und jederzeit aus dem Objektmenü aufrufen. Ja, ist das eine coole Erfindung? Ja, Erfindung vor allem. Einfach eine coole, coole Option. So. Sandwich groß, Schokoladenparfum. Alter, das ist gerade Dessert, also Nachtisch kriegst du hier. Dessert, ja. So, Puddingkuchen. 25 Tape wieder her. 25 HP, ja. Wie, nur einer wollte man verarschen? Wieso kann ich nicht mehr davon? Das ist doch... Aus irgendeinem Grunde noch nicht ganz verstehe, kann ich immer nur ein Exemplar davon kaufen. So, um Gottes Willen, hey, so, ja, gehst über was? An Natronreis. Mabo Curry. Nee, bin nicht so Fan von Curry. Sorry dafür, ab und zu mal eine Currywurst schön, aber so mal Curryreis, aber nicht zu viel, ja, da ist mir der Geschmack nicht so holt. So, wo ist eigentlich Elvin hin? Hallo Elvin? Wo ist der hin? Da vorne steht der Mensch. So. Ja, wollten wir nicht eigentlich noch ein neues Gebiet gehen nach vorne? Und da steht er schon wieder. Ready to hit the road? Mila, you said it's north of here? How far? Less than half a day's flight time, if we could fly using Sylph's power. Oh, well, I'm afraid my wings are, you know, non-existent. I hope we can find a place to rest along the way. The map showed a village in that direction, so we should be okay. Either way, we can't just stay here. We must press forward. I know. Das stimmt natürlich, so. Wir können natürlich noch diverse neue Sachen kaufen und so, ganz klar, aber die Frage ist natürlich, brauchen wir das bereits oder sollen wir uns das für später aufheben? Weil immer so, beim Rollenspiel ist immer so die Frage, soll man bereits von Beginn weg, sprich sobald es möglich ist, neue Klamotten, neue Gegenstände, neue Waffen zu kaufen oder erst da, wenn es eigentlich nötig ist? Ich meine, so, der Überraschungseffekt ist natürlich später größer und wird ein bisschen herausfordernder, so. So, Select, hallo? Is Milo really that Maxwell? She does act a bit nutty, but she looks normal enough. I think it's true. When I first met her, Mila had the 4 great spirits with her. What? Get out of here. No, seriously. Fire spirit Efreet, water spirit Undine, wind spirit Sylph, and earth spirit Gnome. It was the first time I'd ever seen them in person, but there was no mistaking who they were. That's a mighty exclusive club. Can't imagine they hang out with a lot of mortal girls. Yeah. Ja, wobei, wenn jetzt, also Elvin war ja gerade ein bisschen, ja, beeindruckt oder überrascht natürlich schon. Ich frage mich jetzt halt einfach, ist Elvin, wenn er jetzt weiß, sie Maxwell ist er jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtiger oder will das gar nichts mit ihr zu tun haben, will das sie sogar hintergehen? Man weiß es nicht, denkt zwar ja weniger, aber ich habe schon genug Rollenspielerfahrung zu wissen, dass so etwas immer ins Auge gehen kann. Daher sich immer alle Optionen offen lassen. Man weiß nie, ob man nicht plötzlich von hinten einem Freund ein Messer in den Rücken gestochen bekommt. Ich sag nur, The Last Story, war ja auch so. Besser Freund und so, plötzlich, was ist denn schon los? Inner äußere Werte, okay. Oops. Gotta straighten my scarf. You sure do love that thing. Don't you? It's one of Fismage's finest. Custom made for yours truly. I don't know much about brands, but it does look good on you. You gotta be careful about what you wear, kid. It's how the world judges a man. I'd rather think what's inside is what counts. Yeah, and this is how what's inside gets projected to the outside. You don't believe some people shape what's outside in order to conceal the ugliness within? Der war nicht übel, ey. Well, if you can't see through a false front, isn't that your problem? So you blame the victims for being deceived?
If that's really what you believe, Alvin, it tells me all I need to know about what's within. Man, I sure slipped up this time, huh? Yep und nochmal yep. Aber ganz ehrlich, du bist ein Junge und, oder Mann, wie auch immer. Und du kannst gegen eine Frau, wenn es um innere und äußere Werte geht, kannst du sowieso nur abstinken. Ich meine, theoretisch natürlich sagen die Frauen immer, ja, auf innere Werte kommt es an und so. Aber ganz ehrlich, ich finde ja eher, das hat es leider bei mir mittlerweile ein bisschen bewahrheitet. Oder, eigentlich nicht nur bei mir, sondern generell, Hilfe. Es ist doch eigentlich, wenn man ganz kurz, rede gleich weiter so, ist doch eher so, man kann es glaube ich wirklich auf alle so projizieren, auf alle Lebenswesen vielleicht nicht unbedingt, aber auf alle Menschen und so. Wer zusammenkommt, das entscheidet das Äußere. Aber wer zusammen bleibt, das entscheidet das Innere. Sprich, wenn du jemanden attraktiv findest und von außen dann sagst, hey, komm, wir gehen mal aus und so, und wirst vielleicht mal ein Paar. Aber wer auch zusammen bleibt, das kommt erst darauf an, wie er auch im Inneren wirkt, ob er auch ja, ein Typ ist, also sprich, ob er sozial ist, oder ob er ein Arschloch ist, mal ganz kurz formuliert. Walking sure is grueling. That's unexpected coming from you. I'm just used to having Sylph fly me everywhere. The only time I ever really walked was when I used Undine to travel across water. I see. Maybe this is your punishment for treating the 4 great spirits like your personal servants? Servants? They may help out now and then, but they're the ones who pester me. They're like a bunch of bickering in-laws that never go home. Der Gesichtsausdruck, okay. Did you just call the 4? Bickering in-laws? Okay, direkt nochmal eins, okay. Compared to Fenmont's night climb, the sky in Aujul sure is bright. That's true. The spirit climbs here are much more stable. What are you talking about? What do you intend to climb? C-L-I-M-E. Surely the great Lady Maxwell knows all about the subject? Don't flatter yourself by assuming I recognize every arbitrary word you humans create. Human arrogance can be so trying. Mila, do you know what Riza Maxia is made of? As if I wouldn't know? The power of spirits composes the entire natural world. Right. The term spirit climb refers to the balance of spirit power. When that power is out of balance, nature can become polarized in one direction. That's why there are unusual spirit climbs, like the perpetual night of Fenmont. I see. Thank you. Now I understand. You're very good at explaining things. My pleasure. Oh, I see how it is. I guess I'm just an arrogant human compared to little old innocent Jude. Kommt eigentlich ganz gut. Naja, wie auch immer. Ja. Okay, wir sind jetzt auch mittlerweile im Geisterklima, alles klar. Was ich vorhin eigentlich noch sagen wollte, so wegen inneren und äußeren Werten, mit Frauen diskutieren bringt nichts. Können vergessen, liebe Männer, das bringt leider gar nichts. Ich denke mal, das Wichtigste wird einfach sein, so zu sein, wie ihr eigentlich sein wollt, wie ihr auch seid, und dann kommt der Rest eigentlich schon ins Lot. Also von dem her, einfach Hauptsache sich nicht zu verstellen, sondern einfach derjenige zu sein, der ihr nun mal seid. Egal, ob es nun an einem passt oder ihm nicht passt, das ist dann halt wieder mal so eine Sache von wegen, ja, das ist mein Typ und so, das ist nicht mein Typ, wie auch immer. Das muss dann halt wieder mal jede Frau selber entscheiden, nicht wahr? So, wir sind jetzt auch schon bereits ins Beziehungsklima reingeraten, war? Geisterklima, Beziehungsklima ist ja schön, Skorpionsklima haben wir hier auch. Oh Mann, Rahmen, schwarze Feder. Aber meine so Beziehungskisten sind schon ein schwieriges Thema, muss man ganz ehrlich sagen, weil der eine hat irgendwie das Gefühl, ja, Beziehung sei das und das, sie hat das Gefühl, sei das und das wiederum, oder irgendwie, kommt halt natürlich auch darauf an, ob es irgendwie eine Hetero-Beziehung ist, ob es eine Homo-Beziehung ist, spielt keine Rolle. Jedenfalls muss einer davon, muss irgendwie, ja, halt den Takt vorgeben und sagen, ja, ich stelle mir das in einer Beziehung vor, er sagt, oder sie jedenfalls, der Partnerin sagt, nein, ist lieber das. Und das kann mitunter schon verwirrend sein. Oh Mann, ja, genau deswegen auch wegen inneren und äußeren Werten, war. Das heißt sich halt auch wieder, die äußeren Werte, die zeigen sich nur so. Wow, und dann was anderes versuchen, hallo. Das ist also der Flammenring. Cool, wow, natürlich von beiden Seiten, ist klar. Der Flammenring ist echt krass, ey. Und der macht schon recht Schaden, natürlich auch recht Fun. Cool. Neue Gegner? Nö. Kein Bock drauf, wir brauchen sowieso kein Training. Ich hoffe es zumindest nicht. Kann man natürlich auch schwer irren. Was ist das für ein Koloss hier?
Also nur ein Felsen. Ja, da von hinten dachte ich gerade aber irgendwie so ein Riesenviech. So eine Art von Yeti. Yeti und... Ah, Mann! Und tschüss! Boom, boom! Flammenring! Das macht Damage! Und tschüssi, Kowski, Sayonara und... Goodbye. Not bad. Not bad. Du sagst, Kumpel, du sagst es. Wenn wir schon mal bei dem Thema Beziehung sind, was denkt ihr? Könnte es wohl sein, dass Mila und Jude vielleicht noch ein Paar werden? Ich meine, klar, es ist Herr der Geist und so, was gar nicht. Es hat zwar im ersten Part hat zwar gesagt, dass sie irgendwie. Achso, kann ich mehr tragen. Ups. Ja, toll, das können wir da werfen jetzt. Aber das abgeworfen, wa? Ja, ganz toll. So, Apfelgummi geht nicht mehr. Was ich eigentlich sagen wollte, ja, im ersten Part hat sie gesagt, von wegen, ja, sie hat diese Form gewählt für sich selbst, aber ist doch schon die Frage, ist der Herr der Geist, ob es eigentlich ursprünglich ein männlicher Geist, männlicher Geist, ob es halt irgendwie, ja, ob es eigentlich männlich ist, weiblich ist, oder ob es eigentlich die Form, wo sie gewählt hat, wo sie einfach dachte, ja, komm, die passt eigentlich ganz gut zum weiblichen Körper. Also sprich, ist da eher eine männliche Seelerin oder eine weibliche? Wäre doch mal eine interessante Frage und kommt bereits der nächste Gegner wieder. Jetzt kommt gleich der Flammenring. So, kommt her. Hallo Jude, lock sie zu uns. Wir bringen natürlich so nix. Ja, wir tanzen. Hä? Was? Ich komme. Und tschüss. So, nächste und dann gleich mal Combo-Time, wa? Mila. So, mit R2, frei bewegen. So, und jetzt... Kombi-Time! Du sagst es, so, wieder mal neue Items bekommen. Objekte. Ich habe kein zu viele davon. Kann ich nur 15 von jedem... Was ist das vielleicht? Kann ich nur 15 maximal von jedem Objekt haben? Das wäre scheiße. Okay, das können wir mehr nehmen. Nur 15 insgesamt von einem Objekt. Das ist natürlich etwas, was man vorher wissen sollte. Oh Mann, man hat mal zu wenig informiert, wa? Natürlich spielen jetzt, haben wir 36 bereits, gar kein Problem. Speichern jetzt ein bisschen früh, wa? Na egal. Geht die relativ flott, die Karotti. Kurzstrecken. Oh Mann. Ach ja, Beziehungen, wa? Jude und Mila. Wer weiß, vielleicht doch nicht. Wir werden sehen. Wow, that's an impressive amount of fruit. I'm catching a whiff of cider. Oh, they must have orchards here. Well. We don't get many visitors here. Do you live here, ma'am? I would hope so. I'm the mayor. Is this the right road to Nia Khera? Nia Khera? Now that's a name I haven't heard in ages. What do you mean? It's what people called a long-forgotten village. I don't even know if it still exists. I heard tales of the village as a child. People claimed it lies beyond the Kijara Sea Falls. Where can we find it? You'll need to cross some seriously rugged terrain to get there. It won't be an easy journey. In that case, we should probably rest here before heading on. Agreed. I'm afraid our little village doesn't have an inn. Not much call for one. But I've an extra room in my house. You're welcome to use it if you like. Thank you for your hospitality, ma'am. Hospitality, wa? Gastfreundschaft, alles klar. Himmel, Plantagengrenze. Okay, also ist doch noch ein bisschen weiter weg, wa? So, why bother taking human form at all? Spirits are really just masses of mana. They can't interact with the temporal world in that state. For a spirit to take physical form, it needs a catalyst of a corresponding element. As an example, the fire spirit of Freet can take form as a blazing inferno. And as Maxwell, you can be any element, right? The human body contains all 4 elements, so it's the perfect catalyst for me to take a physical form. What would happen if you lost your catalyst?
I would gather elements to make a new one, but I'd have to wait for it to grow up. Grow up? You mean you start as a baby? It's time-consuming, but if you want to use a human form as a catalyst, you have to wait for the body to develop. So even the Lord of Spirits isn't omnipotent. Not in this human realm, anyway. Let's just be grateful she didn't go with the male model, eh? Wouldn't bother me. Oh, you swing both ways? Genau das habe ich davon mal angesprochen, wa? That's not what I meant. Also ich muss zugeben, sie gefällt mir als Frau definitiv besser, aber definitiv. Nun gut, anderes Thema. Wäre so eine Frage, wenn jetzt Mila Maxwell, oder wenn es irgendwie männlich wäre, von mir aus Marcus Maxwell oder sonst irgendwas. Wie würde er wohl aussehen, wa? Egal. Wie gesagt, Mila gefällt mir sowieso besser. Sowohl als Name als auch als Körper. Als Person. So natürlich. Objektladen, Lebensmittelhändler. Also noch alles gut. Objektladen. Sowieso auch noch gut bedient. Waffenladen hat ja keinen, wa? Junge Dame. Das ist das Haus der Bürgermeisterin. Wenn ihr mit ihr reden wollt, findet ihr es wahrscheinlich dort drinnen. Gut, dankeschön. Check it out. Suddenly we're looking down on the world. Yeah, we really have come a long way. Oh ja, alter Schwede, hey. Bei diesem roten Obst handelt es sich um Napfelfrüchte. Was ist ein Apfel? Die sind einfach köstlich, süß mit einer leicht säuerlichen Note. Napfel, wieso Napfel? Negativer Apfel oder was? Verstehe ich nicht. Oder war es einfach nur einfallslose Namen? What are you looking at? Nothing. Get lost. Wrong answer, Squirt. Now we really want to know what you're looking at. It's some sort of shiny object. It's my shiny object. Finders keepers. Looks like a puzzle. A difficult one at that. How about this? Whoa, what's happening? This looks like our letters, but different. More like ancient writing. Let's see here. Heed my words, for I am Ifrid, the intrepid explorer who has crossed the world's edge without fear. Yada yada yada, more self-promotion. Ah, here we go. At last, I have reached Terra Incognita. But alas, I am unable to return home. I shall take my many treasures, seal them in arks, and scatter them about this land. It is my hope that they shall serve as beacons to those explorers who follow in my footsteps. I'm impressed, Alvin. But I still don't know what it means. I've heard of this Ifrid. He's a legendary pirate. He raided cities all throughout Rize Maxia ages ago. He set off to find the end of the world and never returned. Or so the legend goes. Nice of him to put his treasures in these boxes for us. The pirate Ifrid's treasures? Oh, I want to find him too. Maybe you should learn to read first, young man. Yeah, good idea. You'll all wait for me, right? Ja klar doch, kein Problem. And keep this Ifrid treasure stuff between us. Mal gucken, mal gucken. Verliese und Landschaften enthalten besondere Schatztruhen. In ihnen befinden sich eigenartige und mysteriöse Objekte. Dies sind als Ifrids Schätze bekannt. Halt unbedingt nach ihnen Ausschau. Okay, machen wir. Quatschen mit ihm. Was willst du, kleiner Stüppi? Das von Ifrids Schätzen macht unser Geheimnis. Einverstanden? Nö. Ah, Mila kann ich nicht quatschen. Also, jetzt gerade nicht. Okay. Hat sie oben noch ein paar... Etwas zum Erforschen. Das ist hier oben der Friedhof. Ach nee. Was für verführerische Frucht, bitte was? Apple fruits. No wonder it smells so good around here. Wow, look how juicy they are. Is that so? They look like they're at the peak of ripeness. Sweet with just a hint of tartness. That sounds... Mila, you're drooling really bad. For some reason, I can't make it stop. Sounds like your body has awakened to the joys of eating. Just keep those mitts off the merchandise. Our rap sheet's long enough as it is. Ach ja, ein Geist, der lernt zu... Mensch zu sein, sag ich jetzt mal so, wa? Weil Essen hat sie ja vorher schon gelernt. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Markt für unsere Apfelfrüchte. Und sind nicht besonders lang haltbar, darum können wir sie nicht über weite Strecken transportieren. Tja, schade.
Die Stadt liegt zwar abseits ausgetrennter Pfade, aber hier hilft jeder jedem. Es lebt sich nicht schlecht hier. Freut mich. Die Aufgabe besteht darin, die Napferernte zu Marmelade und Trockenfrüchte zu arbeiten. Lecker. Die Stadt ist klein, also muss jeder mit anpacken. Logo? Das hat hier als einen ganz weiten Weg aus Fenmund gekommen, wie beeindruckend. Und wo liegt dieses Fenmund eigentlich? Ich weiß nicht, dazu über dieses Dorf. Bin schon viel zu alt dafür. Ja, nee, ist klar. Hallo? Kamera, bist gerade ein bisschen ungünstig. So, 10 Geld, war ja sehr viel. Komme ich hier rein? Sieht nicht so aus. Aber jetzt ein Waffenladen, wie es aussieht. Das Prinzip der Landerweiterung ist eine Händlertradition, die weit zurückreicht. Blablabla, Kreiselklima und so, versteht schon. Die Form der Zusammenarbeit besteht darin, dass die Kunden den Verkauf von Rohmaterialien zur Verfügung gestellten Geld oder Geld in ein Geschäft investierten. Geld da drüben sagt, solche althergebrachten Traditionen sind kaum zu ändern. Echt jetzt? Alter? Ich gebe auch einen kleinen Rat, Jungchen, die Materialien, die von den Kaufleuten nachgefragt werden, sich von Zeit zu Zeit wenn ihr in Sache bringen könnt, für die sie Boni gewähren, könnt ihr euren Ladenlevel schneller erhöhen. Man lohnt sich daher. Ja, gut, machen wir das mal ganz kurz. Waffenladen. Und zwar gibt es noch nichts Neues, oder? Nö, war ja klar. Erweitern. Hast du gerade was wir viel haben noch auf der Kante? Wir haben nur 10 im Besitz. Gut, wir haben nochmal 7 für ein neues Level. Level 4. Ein faules Eisen. Okay. Stahlhandschuhe und Kukuri. Rabatte. Die Frage ist halt, wofür brauche ich überhaupt neue Waffen? Ich meine, es ist nicht so wie bei Fire Emblem, wo irgendwie die Waffen abgenutzt werden, wie es aussieht, sondern die bleiben ja so, wie sie sind. So, haben wir hier noch etwas? Bestiendung. Alter Schwede. Kann ich direkt hier irgendwie 2 Level-Ups machen, wa? Zack. Level Plus. Lamellenschutz, Ledermantel, Lamellenschutz. Alles klaro. Zubehördaten. Was habt ihr denn Schönes noch? Ihr braucht Käfer. Spinnnetz. Ja, da haben wir viel. Und direkt Level 5 gehen. Zack. Betäubungsarmreif, Heilerarmspange, Widerstandsemblem, Lederumhang. Mein lieber Scholli. Alter. Lebensmittelladen kriegt er vielleicht. Vogel. Vogelfutter, wa? Eine Feder, machen wir hier mal, zack, 13. Zack, Level Plus. 7 Mittel, alles Mittel. Aktion haben wir, das, Rabatt und so. Objektladen, gut, mal das ganz schnell, müssen wir halt mal den Part beenden, wie es aussieht. Denn die Zeit, liebe Freunde, die Zeit ist mal reif. So, und 12 davon, direkt auf Level 3, sehr schön. Apfelgummi, Trank des Lebens. Gut, alles aufgerüstet. Sehr schön. Ach ja, aber wie es weitergeht hier bei Tales of Xillia, wie wir uns neu entdecken werden und so, das werden wir wieder mal in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Mit dem Herrn der Geister. Was? Jetzt seht ihr Echo? Ja, das nächste Mal. Ciao zusammen.